Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal ziehen wir uns die Pressekonferenz vor dem ersten Bundesligaspieltag beim VfL Wolfsburg rein. Ich bin sehr gespannt. Wolfsburg so ein bisschen Überraschungstüte, ne? Ich habe es ja schon in meiner Taktikfuchs gesagt. Könnte ein interessantes Spiel werden, aber ja, von der Qualität her, die wir im Kader haben, musst du den Gegner allerdings auch eigentlich klar besiegen. Aber wer weiß, wir gucken mal, was unser Trainer dazu sagt. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Es ist kostenlos, es tut nicht weh. Also rein da auf den Abo-Button. Und damit rein in den Bums. Morgen Nachmittag beim VfL Wolfsburg. Willkommen zur Pressekonferenz mit dem Cheftrainer Vincent Kompany und unserem Sportverstand Max Eberl. Servus Männer und Servus euch. Servus Legen wir gleich los. Männer. Bitte schön, die erste Frage. Der Dieter ist gut gelaunt. Ist auch ein Frühmensch, glaube ich, ne, der Dieter. Hier vorne. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Servus zusammen. Bevor wir zum Aktuellen kommen, hätte ich zwei Fragen. Er ist wieder da, Leute. Wir haben ihn vermisst, den guten alten Bildreporter. Fragen bezüglich Matthijs de Ligt. Einmal an Max Eberl. Ich wüsste gerne, wie es zu der Entscheidung kam, Matthijs abzugeben. Sie hatten in Südkorea gesagt, das würden Sie, wenn das mal über die Bühne geht, erklären. Wie kommt es dazu, dass man einen der stabilsten Verteidiger der letzten Saison abgibt? Und an Vincent? Naja, wir haben es ja schon ein bisschen erörtert. Ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Ja, aber für alle anderen bekamen halt auch keine Angebote rein, wa? Die Athletic hat kürzlich einen Bericht rausgebracht, wonach Sie gesagt hatten, ja, den würde ich eigentlich gerne behalten, den würde ich gar nicht abgeben wollen. Stimmt das denn? Also ich kann ganz einfach antworten. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesagt. Das wäre so blöd von mir, sowas zu sagen. Und das passt nicht mal in, was wir als Verein vorhaben für die ganze Kader. Diese Konkurrenz und dass wir für jede Position 2 Spieler haben. Und dann am Anfang, wenn du weißt, dass ein Spieler vielleicht weggeht, dass du das sagen würdest, das macht keinen Sinn. Hat er recht. Das wäre eine dumme Aussage gewesen, ne? Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was Athletik, keine Ahnung, bin ich nicht drin im Thema. Aber ja, na klar, wäre es eine dumme Aussage gewesen, wenn er diese getätigt hätte. Und so wie er bisher aufgetreten ist, wie er auch zu einzelnen Spielern eigentlich gar nichts sagt, ja, sondern immer nur das Team in den Vordergrund stellt, kann ich es mir persönlich auch nicht vorstellen, dass solche Aussagen getroffen wurden. Natürlich sind das jetzt wieder tolle Schlagzeilen für die Zeitung, ist doch klar. Ja, schauen wir mal, was Max Eberl zu sagen hat. Ja. Ja, Planungen im Fußball. Ich verstehe Menschen und es gibt viele Fanlieblinge, aber wir entscheiden halt nicht nach Fanlieblingen, sondern wir müssen entscheiden, wo haben wir das Gefühl. Das ist vollkommen richtig. Richtig und wichtig, ja. Klar, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich kann es auch nicht verstehen. Aber natürlich darf man als Verein keine Rücksicht auf irgendwelche Fans nehmen, auf irgendwelche dummen Petitionen, die gestartet werden. Wenn dem so wäre, hätten wir immer noch Thomas Tuchel im Amt, Leute. Und wir würden immer noch den Drecksfußball sehen, den wir 1,5 Jahre gesehen haben. Also alles gut. Gefühl, den größtmöglichen Erfolg zu haben in der neuen Saison. Und als wir dann mit Vincent Einigung hatten und über den Kader gesprochen haben, haben wir Entscheidungen getroffen. Natürlich kann man sehen, was Matthijs geleistet hat. Und wir sind die Letzten, die Matthijs irgendwie schlecht machen wollen. Im Gegenteil, er hat sehr, sehr stabil gespielt. Aber wir haben uns eben anders entschieden, was die Innenverteidigung betrifft. Wir wollten auch einen Linksfuß dabei haben, deswegen haben wir Rocky gemacht. Und das sind einfach Kaderplanungen. Und dann geben wir Geld aus mit Michael Olise, mit Palhinha, mit Hiroki. Und dann musst du irgendwo als Verein auch Geld annehmen. Du kannst nicht mit 35, doch, du kannst wie Chelsea mit 44 Spielern durch die Saison gehen. Wird schwierig für einen Trainer, das alles zu handeln. Du hast die Rückennummern gar nicht, du musst Rückennummern klauen. Auch das machen wir nicht. Wir haben ganz transparent mit den Spielern gesprochen, dann gibt es Entscheidungen. Und so ist es im Grunde dazu zustande gekommen, dass wir jetzt den Kader haben, den wir haben. Okay, das lässt natürlich weiterhin viel Spekulationsspielraum. Wir können bei dem Take bleiben, den ich gebracht habe im Stream. Dass einfach für den Upa und Minje gar keine Angebote kamen. Ja. Wäre für den Upa oder Minje auch ein Angebot über 40 Meter eingetrudelt beim Verein, dann hätte man vielleicht die Luft behalten. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Eberl ja gerade sagte, er war der konstanteste Innenverteidiger.
Ich glaube, das wird so das Hauptproblem gewesen sein. Ich glaube nicht, dass sich ein Kompanie da vor der Saison, er war Verteidiger. Also er weiß doch auch, was die Stärken und Schwächen gerade von Innenverteidigern sind. Und er ist ja nicht blind. Ja, also ich denke, das Hauptproblem, Eber spricht ja gerade an mit den Ausgaben, die man getroffen hat, dass einfach keine Angebote da waren für die anderen Spieler. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt am Ende des Tages. Und für die Licht war einfach ein Markt da. Ja. Nächstes dahinter Felix Röderer für Antenne Bayern. Genau, Röderer. Hallo Vincent. Hallo. Seit Tag 1 zeigen Sie sich hier sehr selbstsicher. Jetzt stehen wir kurz vor dem Bundesliga-Start. Ist eine neue Liga für Sie als Trainer. Jetzt mal Hand aufs Erz. Sind Sie so ein bisschen nervös? Wie geht es Ihnen so kurz vor dem Spiel? Nein, nervös auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das war schon immer so in meiner Persönlichkeit. Und ich freue mich schon einfach auf das erste Bundesligaspiel. Es ist natürlich ein ganz große Challenge. Aber mit der Mannschaft und Staff haben wir uns gut vorbereitet. Und letztendlich es geht um die Spiele. Es geht um die Jungs, die morgen spielen. Und ich freue mich schon. Hier vorne Reihe 1, Stefan Kumberger für Sport 1. Hand aufs Herz, sind Sie da nervös? Was soll er da nervös sein? Ist ja nicht sein erstes Spiel als Trainer. Also. Hallo in die Runde. Vincent, vielleicht kann es auch Max Eberl beantworten. Sie haben vor dem Spiel gegen Ulm gesagt, Sie gehen mit den Spielern deutlich und direkt um. Wie ist denn das Feedback der Spieler? Finden die das gut oder wie kommt es an, wenn jemand so Leo, und er findet das bestimmt richtig gut gerade. So offen seine Meinung sagt? Offen seine Meinung sagen, weiß ich selber. Ja. Ich bin das Paradebeispiel dafür, offen seine Meinung zu sagen. Kommt nicht immer gut an. Viele Menschen können gerade in der heutigen Zeit damit absolut null umgehen, wenn man ehrlich ist. Ja. Viele erwarten halt immer diese Plattitüden dann, ne? Immer dieses, ja, wie geht's dir? Was erwartet man, wenn man fragt, wie geht's dir? Ja. Was erwartet der Gegenüber dann? Er erwartet dann, ja, mir geht's gut, wie immer. Ja. Und wenn man ehrlich ist, auch im Job, was ich bin, rigoros, ja, dann eckt man an, das mag nicht jeder, aber wenn man das sein Leben lang ist, weiß man auch damit umzugehen. Ja. Und dann ist es in der Regel so, kann man jetzt nicht auf den Sport beziehen, ja, die Freunde, die man hat, die hat man. So. Und ich finde, im Leistungssport sollte man immer, egal ob das Fußball ist, egal welcher Sport ist, wir reden über Leistungssport, Leute. Da wäre es der völlig falsche Ansatz, den Leuten immer nur Honig um den Bart zu schmieren. Ja, da gehört knallhart gesagt, pass mal auf, so und so sieht's aus, das ist dein Leistungsniveau, oder du passt nicht ins System oder sonst was. Da muss man 100% ehrlich sein. Alles andere spielt doch keine Rolle. Ja, und macht doch keinen Sinn. Also wir haben es doch jetzt gesehen. Ja, wir sehen es doch, was daraus die Konsequenz ist. Ja. Absolute Ehrlichkeit im Leistungssport. Nochmal, wir reden über Leistungssport. Wir reden nicht über Hobbyfußball. Da ist das scheißegal. Da kannst du den Leuten sagen, aber du bist ein bisschen Kanone, Alter. Wir zählen auf dich. Ja. Und in Wirklichkeit denkst, Alter, was bist du für eine Nullpa? Weil das ist Hobbysport, alles ist gut. Ja. Da geht's darum, ein bisschen Spaß zu haben miteinander und fertig. Ja. Aber wir reden über Leistungssport. Und über Leistungssport muss man knallhart den Leuten sagen, pass mal auf, so und fertig. Ja. Ich verstehe gar nicht, was das eine Diskussion ist. Also. Ja, offen seine Meinung sagen halt bedeutet nicht, dass man immer die Meinung sagt auf seine persönliche Art. Also man muss immer ein bisschen I'm going to answer this in English really clearly. So I think it's important to adapt how you communicate to the player that you're facing. Everyone's different, you have different generations, different cultures, different age, everything comes into place. But in the end, I think players appreciate if they get the message that you have in mind. If you play games, if you go around it, and I don't draw my experience from just being a coach. I've obviously played at this level as well, and I know how the dressing room thinks. So short term, sometimes it's a little bit tougher to receive the message like this, but long term, you only gain respect because of this.
Für alle, die es nicht ganz so mit dem Englischen haben, bin jetzt auch nicht der Meisterübersetzer, sagt halt, ja, man muss nicht immer seine eigene Art direkt rausballern den Spieler gegenüber. Es gibt verschiedene Spieler, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Kulturen, verschiedene Generationen. Aber am Ende muss man seine Meinung dem Spieler halt vermitteln können. Ja. Und er sagt, er hat selber oft auf dem Level gespielt und am Ende zollt der Spieler dann den Respekt auch. Ist der Respekt da, wenn man ehrlich mit den Spielern umgeht. So habe ich es jetzt verstanden, anstatt, wie ich es gerade sagte, den irgendwie Honig um den Bart zu schmieren. Ne? Sehr gut, sehr straighte Meinung. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig verstanden und übersetzt. Wenn nicht, verbessert mich gerne in den Kommentaren. Tut er sowieso sehr gerne. Ne? Als, wie als und so weiter. Gönnt euch. Im Felix Fischer für Sky. Servus, auch von mir. Herr Eberl, jetzt ist das Transferfenster noch offen bis Freitag. Die Licht haben wir gerade schon behandelt, aber weg. Stanisic verletzt, Ito verletzt. Muss da noch was passieren in der Defensive aus Ihrer Sicht? Nein, es muss nichts passieren. Habe ich auch schon gesagt, habe ich extra Video zugemacht, aber für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Erstmal der Hinweis, guckt es euch gerne an, wenn ihr es ausführlicher haben wollt, meine Meinung, warum, wieso ich das so sehe. Nein, es gehört nichts nachverpflichtet. Wir haben Jugendspieler hinten dran, wir könnten das System umstellen. Wir haben Conny Leimer, wir haben Josua Kimmich, die Rechtsverteidiger spielen könnten, der Rechtsverteidiger könnte Linksverteidiger spielen und so weiter. Nein. Selbst wenn Davis noch abgegeben wird, müssen wir nichts nachverpflichten. Weil die beiden verletzten Spieler kommen ja auch zurück, die sind ja nicht tot. Die sind ja nicht tot und gelöscht. Die kommen ja irgendwann wieder. Ja? Und da muss man halt so lange, wir sind jetzt auch nicht in der heißen Phase der Saison, da kann man auch mal was überbrücken. Es ist so, dass natürlich, wenn du einen Kader planst, dann hättest du gerne den Kader natürlich lange zur Verfügung und vor allem gesund. Das ist das Allerwichtigste. Es ist immer unglücklich, wenn in der Vorbereitung Verletzungen passieren. Klar, dann ist der Reflex noch da, Transferperiode ist noch offen. Natürlich schauen wir uns dann in die Augen und sagen, okay, müssen wir noch was machen, können wir noch was machen, gibt es was Sinnvolles? Oftmals ist es so, dass dann solche Themen dann dazu führen, dass du den Kader eigentlich aufbläst. Also aufbläst, nicht bläst. Und das ist dann am langen Ende auch nicht gut. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Wie gesagt, es gibt Vereine, die da ganz andere Probleme haben. Wir haben eine gute Größe. Wir wollen unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, bei uns einfach immer wieder übers Profitraining Erfahrungen zu sammeln. Nur so kommen junge Spieler auch weiter. Wenn ich natürlich dauernd oben einen draufsetze, dann werden sie immer irgendwo stagnieren. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und das ist ja gut. Guckt euch den Adam 1-0 an. Der hat super stark gespielt bisher. Ja. Klar fehlt dir ein bisschen die Körperlichkeit und so weiter. Aber für den einen oder anderen Bundesligisten sollte das in der aktuellen körperlichen Verfassung schon reichen. Also. Und es ist ja nicht so, dass der jetzt unbedingt spielen muss. Wir haben ja noch Spieler, die auf diesen Positionen spielen. Ja. Aber wenn's Notfall wäre, könnte der da easy reinrutschen. Ja. Und nur so kann er den Stepper machen. Wir haben es an Pavlo gesehen. Wäre Kimmich nicht gesperrt gewesen, der und der verletzt, hätte ein Pavlo niemals die Chance bekommen. Ja? Und hätte sich nie zeigen können und dann auch entwickeln können. Also. Wir haben jetzt die sehr komfortable Situation, mit Vinny einen Trainer zu haben, der unglaublich mit diesen Jungs arbeitet. Sie können bei uns trainieren, sie können bei der U23 spielen. Irgendwann schaffen sie vielleicht auch mal eine Lizenzkader rein, mal schauen. Gedanken sind immer da, das ist bei der Transferperiode, natürlich zuckst du auch erstmal zusammen. Ist nicht schön, dass beide aus dem Defensivbereich, beide die alt-neu mit Stani. Das ist definitiv nicht schön, aber momentan fühlt es sich nicht so an, dass wir da noch großartig reagieren. Dann ist Klaus Bergmann an der Reihe für die dpa. Herr Kompany, wir kennen Sie noch nicht so gut als Trainer. Wie verfahren Sie vor Spielen jetzt? Haben Sie Ihre Startelf schon Tage vorher im Kopf? Sind Sie ein Bauchmensch, der noch am Sonntag mittags um 1 eine Idee hat und macht es dann so? Können Sie uns das mal ein bisschen schildern? Wie ist da bei Ihnen der Prozess und wonach entscheiden Sie am Ende? Interessante Frage, wie ich finde. Ich erwarte jetzt eigentlich die Antwort nach Leistung. Ja, ich glaube, gerade am Anfang musst du dich selbst auch die Mühe machen, vielleicht ein bisschen schneller zu der Startelf zu kommen. Weil es ist ganz am Anfang, du kennst die Spieler natürlich gut, aber du wirst die Spieler noch besser kennen in 2 oder 3 Monaten. Aber letztendlich, es gibt immer ein bisschen eine Mischung. Du brauchst auf jeden Fall diese Linie, diese gerade Linie, aber letztendlich ist es auch eine Sache Gefühl manchmal. Der Gegner kann ändern. Ein Spieler kann vielleicht nicht gut leisten im Training und dann kann es immer sein, dass es 1 oder 2 Änderungen sein und diese Freiheit musst du behalten, sonst
Ja, sonst brauchst du kein Trainer zu sein, kannst du einfach einen Computer da machen. Ja, ist richtig. Ja. Klar gehört auch ein gewisses Bauchgefühl dazu. Ich habe es ja in meinem Taktikfuchs auch gesagt, so wenn du jetzt Coman und Gnabry zum Beispiel nimmst, die gerade irgendwie so auf einem Level sind, ja, dann, ja, na klar, entscheidet dann auch das Bauchgefühl, ja. Aber ich denke nicht, dass man überhaupt dahin kommt, das Bauchgefühl entscheiden zu lassen, wenn ein Spieler halt abfällt. Ja. Daneben Felix Roderer wieder. Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema Verteidiger zum Sprechen kommen. Leon Goretzka hat ja letztes Mal, ich sag mal, ausgeholfen. Jetzt haben wir diese verletzten Thematik. Ist das für ihn jetzt vielleicht eine Position, in die er schlüpfen kann? Was, soll der Leon jetzt ein Rechtsverteidiger oder links? Ich meine, das eine Spiel bei Tuchel als Rechtsverteidiger war jetzt nicht schlecht, ne? Aber Leon ist doch kein Außenverteidiger, Alter. Ja, er hat das selber gezeigt. Also, ich wusste das schon. Er hat selber gezeigt. Also in der Innenverteidigung war ja auch okay, ne? Unter Tuchel, was er gespielt hat. In der Innenverteidigung könnte ich mir Leon auch sehr gut vorstellen, weil er dann auch so so ein bisschen Lucio-mäßig würde ich ihn dann sehen, wa? Dann kann sich so ein paar Linien auch mal fallen lassen und Leon kann mal marschieren. Gezeigt. Und zum Glück haben wir schon einige Spieler, die flexibel sind. Ne? Wir haben immer entweder Conny oder Josh, die wieder in die Interkette, sagt man das so, die Viererkette können. Zwar nicht im Zentrum, aber rechts, und das kann einige Sachen lösen. Und ja, Leon hat das schön gemacht. Und ich glaube, Paulinho nur zweimal, wenn er in Portugal. Gut, die Spieler sind ja schön gewöhnt heutzutage. Wohl öfter hat es Leon auch nicht gemacht in der Innenverteidigung. Ja. Manchmal flexibel zu sein. Stefan Kumberger wieder, bitte. Herr Eberl, ist ja nicht der erste Job im Management jetzt beim FC Bayern. Sie waren ja in Gladbach nicht? Und auch in Leipzig. Wenn Sie Transferverhandlungen führen, haben Sie den Eindruck, die Leute gehen mit Ihnen anders um, weil Sie jetzt mit dem Bayern-Wappen ankommen, als mit dem Leipziger oder mit dem Gladbacher? Nein, die Verhandlungen sind dieselben. Es ist vielleicht die Betrachtung und das Drumherum. Und dann vielleicht, wenn Dinge nicht funktionieren, dann wird es größer gemacht, weil Bayern natürlich immer attraktiv ist und dann vielleicht sich Dinge besser verkaufen lassen. Wir haben Bayern besiegt. Er ist nicht bei Bayern. Aber grundsätzlich, die Verhandlungen sind nicht anders. Man spricht auf demselben Niveau, man spricht über Sport. Das wäre ja auch traurig, wenn dann die Leute, was erwartet man dann? Die Leute kuschen dann oder was? Ja, vielleicht geht es am Ende um etwas höhere Summen, wie bei Gladbach oder sowas, aber... Man spricht über Ablösesummen. Das ist dasselbe geblieben, aber das Drumherum, die Aufmerksamkeit, das ist deutlich größer. Und, aber ansonsten hat sich da nichts verändert. Felix Fischer wieder, bitte. Also, über den Gegner haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wolfsburg. Wie sehen Sie die Wolfsburger? Was ist das für eine Mannschaft aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal danke für die Frage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir über die Gegner reden auch. Ja, das ist jetzt... Ich glaube, die haben es gesagt, die können vielleicht auch in Europa rein diese Saison. Das heißt für uns, wir spielen gegen eine starke Mannschaft, schwieriger Auswärtsspiel, erstes Spiel. Aber wie gesagt, letztendlich, wir haben eine Gruppe Spieler, die gegen eine andere Gruppe Spieler playing the game. Und für mich ist einfach wichtig, dass wir einfach ein erstes Spiel schon zeigen, was wir von Mentalität zeigen wollen diese Saison. Wie das alles läuft, vielleicht am ersten Tag für beide Mannschaften nicht ganz perfekt, das kann mal sein. Aber wir wollen auf jeden Fall weiter diese Linie behalten, dass wir in die Vorbereitung hatten, wo wir ganz positiv gesehen haben, dass der Mannschaft besser wird. Und hoffentlich natürlich, wir sind da, weil wir wollen gewinnen. Ja, ist ja, was ich auch gesagt habe, ne? Wolfsburg ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Wie gesagt, kommt darauf an, wie weit Ralf Hasenhüttl, der ist jetzt schon ein bisschen da, so seine Art Fußball umsetzen kann. Dann könnte es ein schwieriges Spiel werden, kommt dann natürlich auch immer ein bisschen auf den Spielverlauf an, ne? Auf das Spielglück, wie es Tuchel immer gesagt hat. Das gehört natürlich dazu. Ja? Wenn du 1:0 in Rückstand gerätst, dann spielt das natürlich den Wolfsburgern in die Karten mit deren Art Fußball. Und andersrum natürlich auch. Ja, wenn wir 1:0 in Führung gehen, ich denke, man hat gesehen, dass wir aktuell sehr gut in die Tiefe auch spielen können.
Von daher, ja. Wolfsburg kann eine Überraschung werden, kann ein schwieriges Spiel werden. Es kann aber auch, wenn wir rein auf die Qualität gucken, bei der Kader, und wir eine mannschaftlich starke Leistung zeigen, wird sich unsere Qualität durchsetzen. Nikolaus Lindner ist wieder an der Reihe. Frage an Herrn Kompany. Max Eberl hat kürzlich erklärt, dass mit Leon Goretzka sehr transparent gesprochen wurde. Die Bild-Zeitung, ne? Da ist sie wieder. Wir haben sie vermisst, oder? Endlich werden wieder die wichtigen Fragen gestellt und irgendwie hofft die Bild-Zeitung jedes Mal, dass sich da jetzt ein Verantwortlicher hinstellt und das mal ehrlich beantwortet und sagt, ja, wisst ihr was? Der Leon spielt keine Rolle mehr bei uns. Wir haben ihm gesagt, er sollte sich bitte verpissen. Ja. Genau wie bei der Delicht-Frage gerade. Das sind so die Hoffnungen der Bild-Zeitung. Das versuchen sie immer und immer wieder. Es ist egal. Es ist immer wieder witzig. Wie groß die Konkurrenz im Mittelfeld auf seiner Position ist. Guck dir das Gesicht von Eberl an. Wie Sie ihn in den letzten Tagen, Wochen wahrgenommen haben. Sehen Sie, dass er sich vielleicht... Super schlecht. Ne? Wenn man den Spieler jetzt loswerden möchte, dann sagt man natürlich, boah, ist das ein Stinkstiefel, der macht ja gar nichts mehr, lässt sich hängen. Was erwartet man jetzt da für eine Antwort, Leute? Außerdem hat er doch am Dienstag gespielt gegen die Grasshoppers. Und da hat er sich auch nicht hängen lassen. Ne? Hat er eine gute Leistung gezeigt, der Leon, auf ungewohnter Pussy. Gedanken macht, ob er sich dem Konkurrenzkampf stellen möchte? Oder haben Sie das Gefühl, er will sich ja auf jeden Fall durchbeißen und bleiben? Und was würden Sie ihm empfehlen? Ja, ich glaube, wir haben als Verein die Rolle, dass das einfach... Und wenn er den Kompany ein bisschen kennen würde, der ach so tolle Bildreporter, dann wüsste er auch, dass ein Kompany jetzt nicht da sitzen wird und sagen wird, ja nee, der Leon sollte besser im Verein verlassen. Ehrlich und deutlich zu sein mit den Spielern. Wie gesagt, ich glaube, letztendlich bekommen wir auch Respekt davor. Auch wenn es manchmal keine positive Nachricht ist, aber trotzdem, wir waren ehrlich. Und danach, ich bin Trainer und wenn die auf dem Platz sind das alle meine Spieler. Und das Einzige, was ich sagen kann, ich habe nicht einen Spieler gehabt im Training, die nicht voll mit in die Intensität gegangen ist und auch bei jedem Konzept versucht hat, zum Maximum zu erfüllen. Ja? Und Leon ist auch einer von diesen Spielern. Und ich bin nur zufrieden über die Kader, ich bin nur zufrieden über die Einstellung von den Jungs. Und also ich kann die beide trennen, das ist wichtig für mich. Felix Roderer. Ja, Frage an Sie beide. Uli Hoeneß hat vor kurzem gesagt, der Meister ist immer Favorit. Sehen Sie das genauso? Wer ist denn jetzt der Favorit in der Bundesliga? Ich mache keine Aussage, aber sonst von meiner Seite, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Es ist ganz einfach, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist unsere Mentalität. Klar ist es nicht immer möglich. Und wir müssen auch immer Respekt dafür haben. Bayer Leverkusen war letzte Saison Meister. Das ist okay, das war einfach so. Die haben das überragend gemacht. Und wir wollen jetzt heute diese Saison die Konkurrenz machen. Ich habe es auch gesagt. Ja. Ich gehe persönlich davon aus, dass es wieder um und rund die 90 Punkte sind. Und das wird einfach für jeder die beste Leistung. We have to expect the best performances from everyone, basically. Yeah. Ja. Gut, das ist natürlich für alle eine neue Situation. Es war 11 Jahre lang, war der Meister immer Favorit für die neue Saison. Das war immer Bayern München. Also ihr habt quasi keine neuen Sachen schreiben müssen. Jetzt ist alles irgendwie anders. Fühlt sich alles anders an, wenn ich das so wahrnehme. Leverkusen war ja Meister, genau. Ja, aber Leverkusen, nochmal, das, was Vini gerade gesagt hat, sie haben es letztes Jahr und das haben wir auch gesagt. Ungeschlagen, Leute. Ungeschlagen. So, Punkt, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Hochverdient sind sie deutscher Meister geworden. Sie haben in der Bundesliga sind sie durchmarschiert. Jetzt haben sie schon wieder das Dusel auf ihrer Seite im ersten Spiel und drehen das Spiel oder gewinnen das Spiel. Damit sind sie einer der Favoriten, aber es gibt ja wie immer in jeder Konkurrenzsituation gibt es nicht nur einen, sondern es gibt wirklich 3, 4, 5 und das sind in der Bundesliga die Altbekannten, so wie es in der Premier League die Altbekannten sind, so wie es in der La Liga die Altbekannten sind, hast du mit Dortmund, mit Leverkusen, mit Leipzig, VfB Stuttgart, Klammer auf, immer eine Überraschungsmannschaft, muss nicht mal der VfB sein, waren auch mal andere Vereine und so sieht's aus. Darf man nicht unterschätzen. So VfL Wolfsburg könnte eine kleine Überraschung werden. Eintracht Frankfurt vielleicht. Alles andere, denke ich, wird eher schwierig.
Ja, aber auch da habe ich ein Video zu gemacht, war meine Prognose für die Saison, auch zu den anderen Teams, könnt ihr euch auch gerne angucken, wenn ihr möchtet. Definitiv wollen wir dafür sorgen, dass der Weg über den Meister nur über Bayern München geht. Drehen wir die letzte kleine Runde heute sowieso. Klaus Bergmann noch mal bitte. Herr Kompanie, über die Ausfälle, die bekannten, gibt es irgendwelche Spieler, die für morgen fraglich sind, die Sie nicht mitnehmen können, die Sie nicht einsetzen können? Und eine Frage nochmal zu Joshua Kimmich. Sie hatten ihn von Anfang an ins Zentrum wieder gestellt. Da haben Sie am Anfang noch nichts sagen wollen, wieso Sie das so machen. Können Sie uns das jetzt heute erklären, was Ihre Idee dahinter ist, was Sie sich erwarten von dieser Verschiebung, Kimmich wieder mehr ins Zentrum? Ja, das hat mit ein paar Sachen zu tun, aber zu den ersten Fragen, wenn alles gut passiert im Training heute, dann haben wir einfach wieder die ganze Kader außen, die langfristige Verletzungen. And just in English, because for Jo, it's not just him. Of course, he's always had the potential to play in this position. He's done it for many, many years in his career as well. But with Sasha and Stani, we had just two fantastic right backs as well. Yes. And we were very happy with this. As an option in the season, it's everything is always possible. But for me, where I've seen him at his best, where I've really enjoyed observing him with our team, has been in this position, and that's why he's there. It's not a case of him playing just because it's him. He's playing because he's showing every day in training that he deserves to be the number, that he deserves to be picked for that position. So, and it looks like he's enjoying it as well. So, everybody happy. Zwei Fragen. Tja, ist klar, dass der Josh das auch sehr gut findet und happy ist. Ach, herrlich. So wie ich verstanden habe, er hat gesagt, er hat das halt daran festgemacht, erstmal, dass ein Josh natürlich über Jahre auf dieser Position gespielt hat oder in der Zentrale gespielt hat und er das natürlich auch anhand des Trainings festmacht und wir natürlich auch zwei super gute Rechtsverteidiger haben mit dem Boe und Stani und ja, deswegen, ja, er sieht den Kimmich halt dann eher in der Mitte, weil er das auch im Training sehr gut macht und so weiter. Und ein Kimmich ist auch sehr froh darüber und ja, natürlich ist das auch ein Grund, dass ein Josh wieder glücklich ist, wenn man den Vertrag verlängern möchte. Ne? So ist halt das Geschäft. Haben wir, glaube ich. Wobei man sagen muss, Josh hat es bisher super gut gemacht, ja, und ist für mich auch morgen mit ein paar Linien in der Startaufstellung. Bin sehr gespannt, ob ein Kompanie genauso aufstellen wird, aber ja. Noch Stefan Kumberger, bitte. Herr Kompanie, Sie haben einmal in Ihrem Leben in Wolfsburg gespielt. Sie sind eingewechselt worden, haben eine gelbe Karte bekommen, haben eine gelb-rote Karte bekommen. Das war im Pokal, oder? Es war 2008. Ja, war das im Pokal? Das weiß er Schlecht nicht. vorbereitet. war nicht dabei. Herr Kompanie war dabei. Ja. Was war da los? Wie kann sowas passieren? Ja, und ich glaube, Trainer war Hüb Stevens auch damals. Ich habe es in der Kabine auch gehört. Perfekt, Hüb Stevens. Ja, da wird das auch erwartet. Ja, memorabel. Aber ja, zweite Mal besser. Und wie gesagt, also ich war ganz jung, ich habe sehr viel gelernt in Deutschland. Das war eine gute Umgebung für mich. Ich war für meine Entwicklung als Spieler. Und ja, dann gibt es manchmal solche Momente in einer Karriere. Aber ich habe weitergemacht. Danach war in Ordnung. Nein, aber wenn ich mich das richtige Spiel erinnere, das war ein Pokalspiel. Ich habe sogar wegen mir haben wir das Spiel verloren, glaube ich. Ballverlust oder sowas. Und ich bin reingekommen nach dem Spiel. Ich habe gesagt, Männer, meine Schuld. Ich habe gedacht, ich bin ganz groß jetzt. Männer, meine Schuld. Entschuldigung. Aber das haben die nicht appreciiert. Die haben gesagt, nein, wieso musst du dich entschuldigen? Das macht es noch schlimmer jetzt. Also hat nichts geklappt an diesem Tag. Aber wie gesagt, ins Leben machst du immer weiter und dann kommt's gut. Eigentlich. Ach, wie sympathisch er einfach ist. Ne? Das ist schon echt
Welt. Ja, ein schöner Schluss, aber eine Frage haben wir noch, die Bild-Zeitung nochmal, Nikolas. Ja, klar. Nochmal eine Frage an Coach. In den letzten Wochen haben zwei Spieler den Fans besondere Freude gemacht, Michael Olise und João Palhinha. Waren Sie begeistert, dass die so gut reingestartet sind, also kurz? Gehören auf jeden Fall in die Startelf morgen. Zeit. Wie stehen denn die Chancen, dass die Fans sie morgen in der Startaufstellung sehen? Also die Chance, dass die diese Saison viel spielen, schon groß, aber morgen gebe mir noch 24 Stunden, wo ich noch ein bisschen was verstecken kann. Gut. Danke. 24 Stunden. War Bundesliga 25. Spieltag. War Bundesliga, dann habe ich zweimal schlecht gespielt. Aber ich bin kein Spieler mehr jetzt, ich bin Trainer. Deswegen Egal. ist nicht mehr wichtig. Ganz genau. Genau, Neuanfang. Okay. Weil er ja so ein schlechter Spieler war. Als Kapitän bei Manchester City. Ja. Es bleibt dabei. Ja, super sympathischer Mensch. Und wie man auch immer wieder merkt, sehr ehrlich. Auch sehr ehrlich auf sich selbst bezogen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die bei mir gut ankommt. Ich denke bei dem einen oder anderen bei euch auch. Und dann drücken wir mal die Daumen für morgen. Ja? Dass wir gut reinstarten. Wenn wir alles gesehen haben, wenn man mal die Vorbereitung so Revue passieren lässt, bin ich eigentlich sehr, sehr gute Dinge. Ja, so die ersten 10 Minuten in Ulm war ein bisschen mittel. Aber dann haben wir direkt einen Doppelpack geschnürt und dann war wieder alles im Flow. Ich bin sehr gespannt, man darf Wolfsburg wirklich nicht unterschätzen. Ja, es könnte ein interessantes Spiel werden. So oder so. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Viel Spaß beim Spiel. Wir hören uns hier nach dem Spiel wieder. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.